Der israelische Attack op ein Gasfeld vun Iran a Katar ass eng geféierlech Verschärfung vum Krich géint den Iran. Wéi vun Teheran ugekënnecht goufet haut Revancheattacken op Energiezieler vu Saudi-Arabien a Kuwait. An de Gaspreis ass stärk geklomm. Mi dozo an einer Norrichten aus dem Ausland am Resumé vum Petzbergs. Für Teheran sind d'Energieindustrie vu Saudi-Arabien, den Emiraten a Katar lo direkt a legitim Zieler. Och a Kuwait goufen Raffinerie getrawaschen erbrand. Das Reaktion op die israelische Attack op d'Gasfeld vu Katar an Iran. An ernstnecht wie vun Tel Aviv behabt, wo d'Aktion net mat Washington aufgestimmt. De Konflikt hëlt sei La an enger krimineller Egendynamik. An de Schuld chiffriert sich lo gern op bis zu 60 Milliarden US-Dollar. Nach sind Preise an Europa net soviel geklommt mehr an den USA zum Beispiel leite Gallon Diesel lo bei $5. An dem Moment ass dat kritisch, weil fir Bauern fängt Landwirtschaft lorem an Maschine gebraucht. A Frankreich kënnecht sich mam zweiten Tour vun de Gemengewahlen e spannende Sondech und Fi allem de Rechtsextreme Rassemblement National wëlt Mandater gewannen fir mat Reckgewand näst Joer an Präsidentschaftswahlen ranzugoen. Jusqu'à présent, le Rassemblement national devait confirmer son ancrage territorial au niveau municipal. C'est vrai que ces municipales de 2026 ne marquent pas un raz-de-marée, on va dire, du Rassemblement national, loin de là, mais simplement il confirme toujours son ancrage territorial en France. Ënner dem Strich huet awer och La France Insoumise stark aufgeschnitten bei de Gemengewahlen, dat gëtt dem Jean-Luc Mélenchon eng Muchtposition fir de Fall, dats die Lenksicht sich op E-Kandidat eens ze ginn. An die isländisch Außenminister Gunnarsdottir seht sich optimistisch, dass Island schon 2028 kennt der EU beitreten. Den 29. August als Referendum an Island wird Gespräche mit der EU weiter zu feiern, nachdem sie 2013 ausgesagt goufen. Island hat 400.000 Einwohner an als schon Member vom Schengen-Raum.